Mit der Folie? Oh je, ich muss hoffentlich nicht die Sicherungen ersetzen. Mein Vater hat immer gesagt, Sohn, lass die Finger vom Sicherungskasten. Also das haben wir gekriegt, oder? Hätte ich gesagt. Jetzt funktioniert sie. Aha. Aber... Und da war noch wie. Warte mal. Die Lampe. Die meine ich, sagt man aber so, oder? Dann kann die den ziffern. Eine Kombination. Das ist ein 5er, kann ich sein? 5, 0, 7, 8. Na, schönen Dank auch. So, oder? 5, 0, 7, 8. Passt. Wurm, obi du. Wahrscheinlich die Kombination für den Safe, oder? Sag das. Den haben wir fachmännisch aufgespürt. Ich probiere den Code, den jemand an der Wand hinterlassen hat. Bumm, den Safe geknackt. Besser als ein Bücher. Interessant. Das sind wohl die Patientenakten. Die Akten. Der Lazarus Taft. Da sind Sie ja! Wer sagt das? Sie haben sich wohl verlaufen. Achso, der Herr Doktor. Bitte, was läuft da? Eine Zeit? Ich wollte nur mal kurz an die frische Luft. Keine faulen Ausreden mehr. Wir machen den Test. Jetzt. Wow. Dieser Schlummermorchel-Smoothie hat es aber in sich. Ich sehe jetzt viel Aha. klarer. Den Test muss ich scheinbar machen. Könnten Sie noch was am Kontrastverhältnis machen? Und da ist ein Key. Ob das der Schlüssel zum Haupteingang ist? Ich weiß genau, was Sie vorhaben. Vergessen Sie's. Krieg ich den? Er murkst mich ab, wenn ich aufstehe. Bringt mich ja um. Den Stecker da hinten krieg ich nicht. Malta, legen wir los. Na los. Bringen wir es hinter uns. Wie Sie meinen. Zunächst ein kleiner Assoziationstest zum Warmwerden. Wir zeigen Ihnen jetzt eine Reihe von Bildern und Sie sagen mir bitte, was Ihnen als erstes dazu einfällt. Erstes Bild. Das erste Bild. Oh Gott. Muss das richtig sein? Ein Geflecht aus Punkten und Linien. Wie die neuralen Verschaltungen eines Nervenbündels. Haben Sie schon mal von Soziophobie gehört? Faszinierend. Zweites Bild. Das zweite Bild. Sie wissen schon, dass das alles völlig überholt ist, oder? Wie Sie meinen. Konzentration. Drittes Bild. Bedarf Schmetterling. Ein Schmetterling. Sind Sie jemals von einem Schmetterling gebissen worden? Nein? Ich auch nicht. Bemerkenswert. Und danke. So viel dazu. Geben Sie es lieber zu, Herr Tenhauser. Sie müssen es wissen. Wir wissen alle, dass Ihnen früher oder später die Ausreden ausgehen. Und dann ist es soweit. Dann gibt es kein Verstecken mehr. Wir wissen, wer oder was Sie sind. Aber diesen einen ehrlichen Schritt müssen Sie schon selbst tun.
Wir behalten sie bis auf Weiteres hier. Wir bereiten hier mal alles soweit vor und holen sie ab, wenn das Prozedere beginnen kann. Klopfen Sie an die Tür, wenn Sie soweit sind. Das Ich komme Prozedere. langsam wieder zu klarem Verstand. Was für ein Trick. Und ich muss den Test bestehen, oder? Kein Münzschlitz. Ich probiere den Code, den jemand an der Wand hinterlassen hat. Nein, leider nicht. So passt er nicht. Da kommen wir nicht rein. Das war das Blut. Dran ab da. Seht das? Wasserspuren. Und komm ich da wieder raus, oder wie? Aha. Nicht solange dieser Rüpel davor sitzt und schnarcht. Der Rüppel. Ja, ich sag mal, ich muss den Test bestehen, oder? Höchstwahrscheinlich. Außer der Ringewurst. Und die muss verändert? Ah, nicht, oder? Mir ist gerade nicht nach einem Imbiss zumute. Blutegel kriegen wir keine. Ich glaube, wir müssen den Test bestehen. Das bedeutet, Marsch zurück. Sind Sie bereit für weitere Tests? Lassen Sie mich gehen. Erst die Tests. Gut, ich bin soweit. Wow. Dieser Schlummermorchel-Smoothie hat es aber in sich. Ich sehe jetzt viel klarer. Na los, bringen wir es hinter uns. Wie Sie meinen. Zunächst ein kleiner Assoziationstest. Wir zeigen Ihnen Ja, jetzt Mann, eine leg Reihe. los. Nehmen wir heute mal Krieg. Krieg. Das ist unerwartet. Zweites Bild. Unerwartet ist es gut. Grausamkeit. Sind Sie sicher? Drittes Bild. Unnötige Gewalt. Unnötige Gewalt. Merkwürdig. Und danke. Ich muss das Ergebnis wohl zu Ihren Gunsten auswerten. Sie haben gerade noch knapp bestanden. Aha. Bumm, das war gut. Nun eine Selbsteinschätzung. Von 1 völlig unzutreffend bis 4 völlig zutreffend. Wie stehen Sie zu den folgenden Aussagen? Ich fühle mich oft fremdgesteuert. Oh Gott. Fremdgesteuert. Nicht zutreffend. Once. 1, Ich trage gern viele Dinge bei mir. Viele Dinge. Nummer 4. 4. Ich bringe Dinge nicht zu Ende. Tja, da fragen Sie was. Schon irgendwie eher eine 1. Ich habe oft den Eindruck, die Welt und das Leben um mich herum seien eine Illusion. Eher 1. Oder 2? Ach nein, ich bleibe bei 1. Danke. Wir zeigen Ihnen als nächstes einige Farben, die Sie bitte möglichst wortreich beschreiben. Los geht's. Was sehen Sie? Beschreiben Sie die Farbe möglichst präzise. Die Farbe beschreiben. Kann man da scheitern oder wie? Ist das gelb?
Ich sag mal, anregend. Anregend. Als könnte ich alles hinter mir lassen und noch einmal ganz von vorne anfangen. Auf dem Mars. Wie empfinden Sie diese Farbe? Was sehen Sie hier? Langeweile. Wenn das Abendbrot schon auf dem Tisch steht, du aber nicht mal Lust auf Frühstück hast. Danke. Was verbinden Sie mit dieser Farbe? Die Farbe blau. Zerbrechlich. Zerbrechlich. Wie ein Schmetterling in einem Wirbelsturm. Andererseits, jetzt wo ich so darüber nachdenke, sind Schmetterlingsflügel eigentlich schon ziemlich robust. Bemerkenswert. Wenn Sie dieser Form hier einen Namen geben müssten, welcher wäre das? Einen Namen. Ich sag mal Rechteck. Rechteck. Von Pythagoras bis Descartes. Rechte Winkel sind toll. Und dieser hier? Dreieck. Dreifaltigkeit. Ich mach mal das Die Idee Richtige. allein. Und schau, was passiert. Die 3 Weltmeere. Die 3 Apostel. Die 3 Weltwunder und alle 3 wichtigen Beatles. Danke, so viel dazu. Nun einige Fragen, bei denen Sie sich entscheiden müssen. Wären Sie lieber in Roswell gelandet oder auf dem Mond abgestürzt? Pass auf. Roswell oder Mond? Roswell war schon okay. Aber die Drinks in der geheimen Arktis-Station sind unschlagbar. Wären Sie lieber mit kurzer Hose im Kalten Krieg oder mit dicker Jacke im heißen Krieg? Ich nehme mal die dicke Jacke. Sie kennen die Antwort. Kurze Hosen kommen für einen Gentleman nicht in Frage. Hätten Sie lieber eine Hammerzehe oder eine Sichelzellenanämie? Egal. So oder so hätte ich immer mein Werkzeug dabei. Hätten Sie lieber das Wirtschaftswissen von Heinz Erhardt oder den Humor von Ludwig Erhardt? Pass auf. Welcher Heinz? Sie meinen Heinz? Den Bruder von Trude? Hätten Sie lieber Schweiß, der nach nassem Hund riecht, oder Ihr Leben lang Zwiebelgeschmack im Mund? Zwiebel? Da stehen wir drauf. Rote oder weiße Zwiebeln? Danke. Beschreiben Sie in einzelnen Worten 3 Dinge, die Ihnen in den Sinn kommen, wenn Sie an Ihre Kindheit zurückdenken. Die Kindheit. Eiscreme. Dad, Tante Lotti, Hansen-Eiscreme. Haben Sie manchmal Angst, eines Tages als Schwindler entlarvt zu werden? Schwindler. Ja. Sie nicht? Haben Sie manchmal das Gefühl, dass alles unmittelbar bevorsteht? Dass alles und jedes für immer entschieden ist? Ja? Glückwunsch, mein lieber Herr Tennhauser. Sie haben den Assoziationstest mit Bravour bestanden. den Ich habe Test keinen bestanden? Zweifel mehr, dass Sie ein echter Mensch sind. Ein echter... Darum ging es hier? Entschuldigen Sie die Umstände, aber heutzutage kann man ja nie sicher sein. Es ist unsere Bürgerpflicht, diese Außerirdischen aufzuspüren und dingfest zu machen. Sie sind unter uns. Merken Sie sich meine Worte, Herr Tennhauser. Sie dürfen jetzt gehen. Sie kennen ja den Weg. Ich bin ein Mensch aus Fleisch und Blut. Und jetzt gehe ich nach Hause. Außerirdische, ihr spinnt wohl. Und der lässt mir einfach so gehen, oder wie? Pass auf. Den Key kriegen wir, oder wie? Herr Doktor, ich bin fort. Jetzt hätte ich schon gemeint, ich muss den Test nochmal machen.
Ich werfe den Schlüssel dann in den Briefkasten. Wo bin ich? Das Tannhäuser-Tor. Wo ist das? Geh mal Hallo? nach links um mich. Jemand da? Hier lang. Was ist das hier für ein Ort? Ich glaube, mir brennt die Sicherung durch. Schon langsam. Ich habe eine Art Bergwerk erreicht. Es sieht verlassen aus. Den Spuren nach zu urteilen, habe ich Gretchen fast eingeholt. Gretchen? Ja, pass auf. Was geht da? Es ist das gleiche Gerät wie unten im Tal. Die herumfliegende Kette würde mir den Kopf abschlagen. Die Kette. Damals weg. Die Kette gehört zur Seilbahn. Nein, kann ich meine Taschen. Gib Kette. Die Kette. Aha. Die können wir höchstwahrscheinlich da anhängen, oder? Hätte ich gesagt. War logisch. Ich komme nicht dran. Warum nicht? Da dran? Na gut. Dann reißen wir die Tür weg. Ein rostiges altes Zahnrad. Pass auf, Zahnrad habe ich dabei. Tannhäuser, aktivieren. Jawohl. Und da meine Gasflaschen oder wie? C3H8. Propan. Hochentzündlich. Haha. Ich vermute mal, wir müssen was sprengen, oder? Schaut mal so aus. Und? Passt in die Hosentaschen. Eine alte Erzlore. Völlig hinüber. Ihr fehlt ein viertes Rad. Ein Rad, passt das? Passt auch genau. Irgendetwas fehlt, um das Ding richtig in Schwung zu bringen. In Schwung zu bringen. Geht die Kette nochmal? Nein. Da wollte wohl jemand auf Nummer sicher gehen. Keine Chance. Eiche massiv. Massive Eiche, aber Ich würde damit womöglich alles zum Einsturz bringen. wo soll das sein? Ein Gürtel. Die Asche der Feuerstelle ist noch warm. Vielleicht hat sich hier jemand ein karges Mittagsmahl gekocht. Nein, 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 Hans. Das wäre wirklich keine gute Idee. Warum nicht? Ich habe Gretchens Lager gefunden. Wahrscheinlich ist sie schon ohne mich vorgegangen. Gretchen Lauger. Dazu hatte ich schon ein Ei. Moment. Ich habe Gretchens Lager gefunden. Wahrscheinlich ist sie... Was geht da? Geröll. Geröll. Und da kriegen wir jetzt Ständig verliert jemand seinen Helm. ein Helm, jawohl. Wobei, jetzt geht was. Gasflaschen und Gürtel, da geht was.
Los geht's. Aber hallo. Den Kopf durch die Mauer.